Folge 6. Ausrüstung braucht ein Held. Und wieder einmal willkommen zurück bei Xenoblade Chronicles. Bevor wir aber beginnen, muss ich mich nochmal für den letzten Part entschuldigen, weil was ich da abgeliefert habe, das war ja unter aller Sau. Ich meine, verlaufen schon und gut beim Blindspiel, aber dann auch noch so blöde Sprüche klopfen und sonst so mies kommentieren? Nee, das geht mal gar nicht. So, was ich sonst noch gemacht habe, Oscar ist ein bisschen die Tutorials durchschmökern. Hab allerdings nicht jetzt so viel gefunden, um ehrlich zu sein. Oh, das ist ein B. Ja, das ist ein B-Knopf, das weiß ich mittlerweile, was das bewirkt und so, aber ich merke eigentlich nicht viel davon, ganz ehrlich. Naja, vielleicht liegt es daran, dass wir jetzt mittlerweile, ja, zur Pause, Moment mal kurz, muss das Mikro ein bisschen, Mikro sage schon, natürlich nicht Mikro, sondern Lautstärke ein bisschen runterdrehen, meine Fresse. Ich werde ein bisschen sehr laut auf dem linken Ohr. Kommst du, Schulk? Ja, Schulk, ich bin der Schulk, es ist Drain. Meine Fresse, ey. Ich muss aufhören, nur alle paar Wochen Xenoblade zu zocken. Und normal in einer Tour. So, jetzt versuche ich es nochmal. Jetzt auch B aber gedrückt. Crazy. Und bam! Oh, das hat wehgetan. Komm schon! Yeah, we can do it! Willst du bitte? Komm schon, draufhauen! Schulk! Machst du so? Meine Fresse! Geht doch! Oh, und was haben wir hier schönes? Hassipfote, als hätten wir nicht schon genug davon. Hassipfote noch einmal und ich habe keine. Was? Meine Special-Leiste da unten, die gelbe ist leer, kann das sein? Beziehungsweise orange, nicht gelb. Och nö. Ich hoffe, die ladet sich wieder auf, was? Die Kampf, wo siehst du ihren Kampf? Ah, jetzt hat's geklappt. Levelanstieg! Kleiner Mück da oben, na klar. Ja, es dauert noch ein bisschen, wa? Komm schon! Schluck. Das war gerade ein bisschen crazy. Okay, ich schätze einfach mal, dass Level 6 schon ein bisschen zu hoch ist, als dass wir den Gegnern hier noch ein bisschen Paroli bieten könnten. Nö, nicht schon wieder, komm schon. Was, Level 4? Obwohl. Nein! Ah, verdammt, jetzt habe ich Z gedrückt. Ah, sorry. Mein Fehler. Kapi braucht das? Nö. So, geht wieder. Backslash sagt selber. Natürlich können wir es tun. Schulk hat ein bisschen Schaden. Mann, Schulk beends endlich. Ups. Er hat's bereits gemacht. Ja, ihr merkt schon, ich muss ein bisschen öfter zocken, ich sag's mal so, weil sonst, naja, zocke ich nicht so wie ein Profi. Aber gut, vielleicht ist bei einem Blind Let's Play auch zu verständlich. Moment mal kurz. Ich glaube aber schon richtig jetzt, oder? Mal nicht so der Verlauf wie beim letzten Mal, das wäre ein bisschen sehr. Tefra-Plateau müsste stimmen. Wir müssen ja hier hin, wir wissen ja, dadurch geht's nicht, das war ja eine Sackgasse. Ich hier nie. Lecker und Schöble, ja, und hier darauf könnte theoretisch, wobei, wie kommen wir da hin? Ist alles hier drüben? Alter Schwede, hey. Oh, ja, ich sag's gerne nochmal, wie groß ist diese Welt? Wenn es so weitergeht, habe ich 1000 Folgen für das Let's Play. Wenn ich wirklich alles 100% machen will. Das wäre krass. Ja, TV-Plateau sind wir richtig unterwegs, ja. Wir entfernen uns 2 mehr. Ach du Scheiße. Neue Gegner kann das sein. Schulk, kommst du hier hoch? Schulk! Komm Sohn! Lass dich nicht zu Schulden kommen. Na, geht doch. Vielleicht ein geheimes Skimming? Was ist denn das? Blaue Kette. Wow, Hilfe, tiefer Fall. Oder geht's hier runter? Ist gerade der andere runtergesegelt? Das ist ein Scherz, oder? Nee, da mache ich jetzt nichts. Wenn der runtergesegelt ist, dann kommt er wieder. Ich kämpfe halt alleine. Ja, da kommt er wieder. Gott sei Dank, da hat er gerade ein bisschen wieder holen gehen oder auf ihn warten. Was machst du eigentlich hier? Wollte eigentlich das machen. Sorry, Kumpel, war ein bisschen abgelenkt. Durch ein plötzliches Verschwinden. Geknickte Fühler. Yeah. Und da sind schon die nächsten Gegner. Alter Schwede. Ja, ist gut. Und Kampf und. Yes. Oder? Sah gar nicht so aus. Zack. Und Schlitz. Hallo, würdest du bitte mal. Meine Fresse. Heil ich ihn halt mal. Komm schon, Autoangriffe. Ich muss die irgendwie aufladen. Ah, jetzt klappt's. Vorhin hat es nicht geklappt, oder wie? Und Strike. Over. Ja. Was ist das gerade? Achso, der erste Kampf. Oh, sorry.
Holzhassid, was ist denn das für ein crazy Typ? Angriff von Seite, okay. Und von hinten. Dabei heißt Angriff von Seite, was? Aua! Oh oh. Ich kann ihn da nicht heilen. Schwul. Ja, also diese Autoangriffe werde ich mir wohl nie gewöhnen. Das, Naja, wisst ihr, ich vergleiche das immer gerne mit anderen Spielen, wie zum Beispiel halt mit The Last Story, und da gab es ja auch Autoangriffe, die kann man aber abstellen, weil das Autoangriff, ganz ehrlich bin ich nicht Fan. Oh, es wird Abend. Es dämmert langsam. Sehen wir das auf dem PC auch, also auf der Aufnahme? Wackelt's da gerade? Kann das sein? Ist ein leichtes Flimmern hier unten? Seltsam, da hat der alle Störfaktoren ausgeblendet. Ah, liegt es an der Grafikkarte oder was? Das ist ein mieser PC, hey, sowas habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Aber egal. Ist der brandneu, was? Brandneu und trotzdem mies. Sag mal, kann ich hier runterklettern? Wow, Hilfe. Wehe, du gehst runter, Wayne. Das kannst du vergessen. Oder? Heißt doch Wayne. Egal. Bin ich auf dem richtigen Weg? 413. Was sind das für Bestien? Kurz mal gucken. Bin ich richtig unterwegs? Ja, oh Gott. Das will ich halt noch in dieser Aufnahme schaffen. Ja, Prost Mahlzeit. Ich hab B gedrückt. Was soll der Mist? Gut, das hat... Wow, alter Schwede. Die haust du mal drauf? Geht doch. Ja, Piece of Cake. Ja, was sind das für Viecher? Hey Leute, ich drück ständig auf B, aber offenbar zu langsam. Backslash! Sideslash? Auch der Heilung? Nö, geht noch. Und jetzt finish him off. Ich kann mal ein Level-Up gebrauchen. Ja, White is fine. Was? Zangerzahn, Metalllanze, kleiner Zangerkristall. Geil. Oh, fällt mir gerade noch was ein, beziehungsweise natürlich nicht. Bezüglich Waffen. Oh, ach du Scheiße, Moment mal kurz. Wow, auf dem PC ist es echt dunkel. Also bei der Aufnahme meine ich. Wo war ich stehen geblieben? Genau da bei Minus. Wayne, wo bist du? Kumpel? Ah, bist du da? Er hat drin im Baum versteckt. Was machst du da? Bist du mal für kleine Jungs? Menschenskind. Wo war ich in einer Gruppe? Genau, ich habe mir gesagt, dass ich die eine Waffe dem Mädchen ausrüsten könnte, nicht wahr? Aber gut, dann halt ein anderes Mal. War das jetzt schon wieder? Da. Ah, hier. Was habe ich? Metalllanze bekommen. Was ist denn das für ein Schwert? Sehe ich das hier gerade? Nö, wa? Dafür sehe ich ja gerade die Werte und so, aber weil ich es mit ihm nicht ausrüsten kann, geht es natürlich nicht. Geht es bei ihm? Er hat eine Schrottramme. Wie wäre es mit der Metalllanze? Naja, bringt die mehr. Autoangriff 120 bis 152. Ist ja gleich viel. Ether, was soll das sein? Ether. Hä? Kapier ich nicht. Jetzt ein Angriff? Kritischer Rat. Ist ja genau gleich. Was soll der Mist? Also, ist das gleiche. Hey, wieso habe ich jetzt zwei? Ist egal. Jedenfalls Metalllanze scheint stärker zu sein. Alter Schwede. Also Schrottraum hatten wir vorhin. Jetzt die Metalllanze. Boah, wie das Teil aussieht. Ist der krass. Wenn ich gerade mal dabei bin, kann ich sonst noch was machen. Koloniekappe. Achso, trägt der andere bereits. Mittlere Rüstung gibt es vermutlich. Ja, das ist sowieso nicht so viel. Yeah, Mann. Nein, wie das aussieht. Ich habe das ausgerüstet, was? Mittlere Stulpen. Was kann das sein soll? Agi. Agilität schätze ich mal, war. 14 auf 20 verhöhrt, der physische Angriff und Wayne, gut, das ist vor allem ein Tanker, also soll ablocken. Na gut, ich lasse mal. Wir kriegen sicher noch bessere Items. Gut, es ist Nacht, Freunde. Tiefste Finster. Hallo Kamera, was bitte mal? Geht doch. Da hat's nix. Jetzt habe ich wieder gedrückt und das hat nichts gebracht. Meine Fresse. Also dieses B-Drücken ist nicht zu meinem Freund. Wie viele Gegner sind denn das? Wir halten uns aber gut. Ups, das war der nächste Gegner. Ah, sorry, habe ich nicht gesehen. Mann! Muss ein bisschen besser aufpassen. Und warte noch kommentieren und die verschiedenen Aktionsknöpfe drücken. Tja, das macht einen wahren Let's Play aus. Hallo, Schulk? Ich will gerade die Steuerung. Jetzt reicht's mir aber!
Geht doch. Ja, Piece of Cake. Ein Stück Scheiße. Stimmt zwar nicht ganz. Zangerzange nicht der Fühler. Was haben wir hier drin? Schatztruhe. Zangerzange. Was sagt die Uhr? Ach du Scheiße, wieder 10 Minuten rum. Ja gut, aber vom Xenoblade Chronicles mache ich jetzt sowieso... Metalllanze schon wieder! Mache jetzt sowieso längere Folgen. Kann mal kurz gucken, ist das gleich oder ist das Besseres? Ups, ja. Weil ganz einfach, ich bringe Xenoblade Chronicles sowieso nicht so häufig wie ich könnte, beziehungsweise wie ich sollte vielleicht auch, und daher kann ich auch ruhig mal längere Folgen machen. Hallo, ist aber doch das? Wieso gibt... Berechtigte Frage. Leute, könnt ihr mir vielleicht in die Kommentare schreiben, was es da mit auf sich hat, wieso diese Waffe hier, ich meine, es ist beides Metalllanze, diese hier und diese hier, aber die hier, wo wir jetzt ausgerüstet haben, hat ein S da unten stehen. Und ich frage mich natürlich, wieso? Was bringt dieses S? Weil von den Werten her sehe ich da nichts Besonderes. Vielleicht ausrüsten jetzt? Ah, Slot! Ein Slot, eine Sockel natürlich. Ah, kapiere. Oder ist das? Dann nochmal kurz. Yep, das ist das Geheimnis. Gut, hat sich geklärt. Vielen Dank nochmal. Sockel würde ich gerne aussockeln, geht gar nicht. Ist ja auch scheißegal, muss ich halt später machen. Und da ist der nächste Kampf. Hä, wieder zu langsam oder zu schnell? Kapiere ich nicht. So, falls der nächste gerade kommt, ne, der läuft weg. Und schon wieder ein 9er Schuh. Alter, kriegen wir hier viele Items. Also viele Ausrüstungsgegenstände. Ohne Verschwendung der Zeit. Meine Güte. Da läuft jetzt vorbei. Keinen Bock, dauernd was einzusammeln. Dauernd Gegner zu bekämpfen, die wir sowieso schon hatten. Schneeplatte. Schön. Ah, Nacht. Nacht. Guten Abend, gute Nacht. Wir kommen einfach nicht voran und ich habe gerade umgedreht, merke ich. Oh, ich bin ja auch ein Hirsch. Keine Zeit, kann ich rennen? Nö. Springen kann ich wie... als hätte was in der Hose. Und damit ist nicht der Arsch gemeint. Sondern eher was... na, sage ich jetzt nicht. Was bist denn du für einer? Achso, sind ja diese Holzhansiten. Ja, die Holzhasen, wie auch immer. So, jetzt sind wir richtig unterwegs. Sehr schön. Na, gibt es sonst noch was? Da vorne gibt es wieder mehr. Holzhasiten. Okay, die hole ich mir. Hä, wieder... Ich glaube, ich bin zu früh, oder? Kann das sein? Also das B-Drücken müssen wir nochmal üben. Gut, ich nehme selten Schaden, das ist sehr schön. Und finish him off. Naja, too easy bis jetzt erst schuld, also ich würde noch nicht so große Töne spucken. Hansipfote, nicht Hansipfote. Rotsalat, immer sehr schmackhaft. Vor allem hier im Grünen ein bisschen Rotsalat. Was mögen da wohl für Stoffe drin sein? Hat jetzt oben noch was? Komme ich hier hoch? Irgendwie? Oh, Tefra-Platte. Plattform, ja auch immer. Und wir sind bald bei der Höhle. Sehr schön, ich möchte aber gerne hier hoch. Nicht wegen den Gegnern, sondern weil ich hier etwas vermute. Schuld, verarscht mich? So, jetzt geht's. Aus dem Weg. Ich bin auf dem Weg zur Tefra-Höhle. Ah, ja, ich muss doch ein bisschen warten. Ich trottel, hey. Ja, ich muss ein bisschen warten, genau im richtigen Moment. Das heißt, weil der Kreis drin ist, oder? Das ist auch gut. Ich habe hier ein Item, aber ich kann es nicht aufnehmen. Wayne Bandes, bitteschön. Geht doch. Jetzt geht's. Landleben. Löwenzahn. Und in der Kiste geht's. Hassepfote, 9er Schuhe, Kampfstiefel. Alter Schwede. Oh, hier aufpassen. Was ist das denn schon wieder? Ist das die Höhle? Seltsame Höhle. Oh, schon wieder so Viecher. So, versuche es gleich nochmal. Ich war in der Mitte, Freunde. Ich war in der Mitte, aber ich habe nichts gesehen von extra EPs und so. Hast wohl wieder falsch gemacht. Ja, Levelanstieg, geht doch. Level 7 schon, steifes Haar. So, jetzt noch was anderes. Ich möchte gerne uns weiter ausrüsten. Nimmt die Aufnahme noch auf? Sieht zumindest so aus. Sehr schön. Dann kann ich mal ein bisschen weitermachen hier. Schrottschwert, nö. Koloniekappe kann ich glaube ich auch weiterhin gebrauchen. Gut. Torso. Arme. Ne, wir haben die besseren, wa? Obwohl, ich trage die, wa? Yep, wir haben die besseren momentan. Dann die Beine. Wie sieht es mit den Hosen aus? Sind sehr wichtig. Kolonie-Shorts. Shorts vor allem. Ja, schützen ja super.
Die Füße habe ich ausgerüstet. Die hier, 33, 40. Schauen wir kurz, das habe ich hier besseres. Oh, Kapfstiefel. Kolonischuhe sind schlechter. Ich mache viel auf physischen Angriff, was? Ist nicht so die Welt. Naja gut, Kampfstiefel, mal was anderes. Geil. Kampfstiefel, sonst noch was? Nö, das reicht soweit. Wayne, wie sieht's bei dir aus? Kannst du noch was machen hier oder bist du eher gut bedient? Er muss ja einstecken, was? Physischer Angriff ist ein bisschen schlechter dafür, das andere besser. 428, 46. Ja, nehme ich die. Die 9er Schuhe für ihn. Das passt farblich überhaupt nicht. Aber ist egal. Mittlere Jeans. Ja, hatten wir vorhin schon mal. Außer Schuhe nichts gewesen mit den Spesen. Schade. Upp. Aus dem Weg, wir sind bald da. Yeah, Mann. Ich schaff's noch in dieser Folge. Hoffe ich zumindest. Sind wir bald da? Yep. Oh. Kleine Cutscene. Wer weiß das schon? Hallo, wie? Drehst du es gerade durch? Ah, nee, geht doch. You forgot something. You will be needing the transport cases, right? Fiora. I'm coming along as well. I'd feel better going with you boys than sitting at home worrying about you. So, let's get moving. I knew she didn't trust me. Looks like it. Wayne hat Probleme, hey. Ja, ist ja schön und gut. Ich frage mich gerade, wie kommt die hier hin? Vor allem für uns. Ach so, ja, stimmt. Ich Trottel. Wir haben uns ja in der letzten Folge so schön verlaufen. Kein Wunder. Jetzt haben wir uns Notiz. Gruppenleiste. Diese Leiste zeigt die Moral der Gruppe an. Sie fühlt sich mit jedem kritischen Treffer und jeder Attacke... was? Ach so, man kann nicht mal lesen. Und jede Attacke, die ihren Zusatzeffekt erfolgreich auf den Gegner überträgt. Hust, hust. Google. Nähere dich einem gefallenen Gefährten und drücke B, um ihn wiederzubeleben. Das Wiederbeleben eines Gruppenmitglieds verbraucht einen Balken der Gruppenleiste. Okay, B zum Wiederbeleben, schön. Wenn die 3 Balken der Gruppenleiste gefüllt sind, kann eine Angriffskette gestartet werden. Wähle das Spezialtechnik-Symbol, wechsle mit oben unten zu Angriffskette und drücke A. Das blaue Band. Das blaue Band der Freundschaft, nicht das rote. Nö, das blaue. Cool. Drücke Menü Z, um eine Kurzzusammenfassung aufzurufen. Nö, wenn schon mache ich das offscreen, aber sich nicht im Let's Play, also bitte. So, was habt ihr noch zu melden? Weidenhasor. Neue Mission, was? Na, wieso nicht? Danke! Die fröhlt er sicher. Ja, ihr wollt Ätherzylinder holen, Mann? Der Hinweg ist beschwerlich, aber zurück kommt man ganz schnell. Ja, wie? Ihr wollt wissen, warum? Springt oben einfach... Achso, ich dachte irgendwie, es gäbe eine Vogelstatue wie in Skyward Sword. Ja, nee, das ist kein Zelda. Ja, hab ich auch schon gemerkt. Was ist denn das hier? Harmoniegespräche. Teilt mir schon harmoniebedürftig Hörzeit in der Zeit. Was? Achso, muss bessere Harmoniebilanz haben, was? Was ist das da unten? Ich zoome mal ein bisschen näher an, wenn das geht. Was ist das für eine Stadt da unten? Das ist schon crazy. Wie komme ich da hin? Ach du meine Güte, eine Frage nach der anderen, was? So, Gruppenleiste war das wie? Ich werde mal überhaupt nichts kapieren, er ist noch viel zu spät. Kapieren, worum es überhaupt geht. Bei dieser neuen Angriffstechnik, aber ist auch egal. Solange zumindest das Entertaining nicht zu kurz kommt. Die Tephra-Öle. Okay. Welcome to the Tephra Cave. Yes, I can speak English. Was die Bezeichnung des Hypers anwesenden Gegners an. Unter Optionen kannst du das Hyper-Symbol ein- und ausblenden. Toll, was bringt mir das? Normale Typen greifen an, wenn sie angegriffen werden.
Alles klar. Visuelle Typen greifen bei Blickkontakt an. Visueller Typus. Okay. Yeah, yeah, yeah. Bam. Level 7, Level 6. Cool. Cool, cool. Moment mal kurz. Hatte ich nicht vorhin etwas erwähnt von einer neuen Waffe für die junge Dame? Ah, ja, ja. Fiora, du hast auch hier ein hübsches Schwert, das du bekommst. Jagdmesser ist bereits ausgerüstet. Ah, das hier. Defensivmesser soll ja besser sein, wa? Von den Werten her. Oh ja. Zwar nicht so viel besser, aber ich schätze mal für den Anfang gar nicht mal so schlecht. Ja, yeah, cool. Hier kopfmäßig. Nö, nö, nö. Vielleicht doch. Nö. Beine. Das nimmt mich jetzt wirklich Wunder. Kolonie-Shorts. Ja. Eine junge Frau, die Shorts trägt. Mhm. Klar, vor allem im Kampf immer. Ist das sehr üblich. Neuner-Schuhe. Ja, was ist für sie besser? Ist sie der Angriffstyp, der Verteidigungstyp, der Special-Typ? Na, nehmen wir die Neuner-Schuhe, was? Passen überhaupt nicht. Die schon näher, aber komm. Wir sind ja hier nicht auf einer Modeschau, sondern beim Kämpfen. Oder beim Erkunden. Wie auch immer. Lehrer sagt aber eh nichts mehr. Nö. Hat sich alles schuld gekrallt. Gut. Und was sagt die Zeit? Ja, ein bisschen. Ja, komm, ein bisschen was mache ich noch. Ein ganz kleines bisschen. Nicht viel, aber ein bisschen. Fiora ist zur Schulungsgruppe gestoßen. Zusammen brechen sie den Ruinen von Makmel auf, die tief in der Tephra-Höhle liegen. Okay. Jetzt filmen sie hier schon wieder, aber hier auf dem Fernseher auch. Crazy. Also nicht schon wieder. Ja, aber ich will gerade fangen, so ein Titel, will hier kämpfen. Ist das der Friedloch? Was haben wir dazu, so Friedloch? So, mal gucken, was ich hier... Schuld, müssen wir verarschen. So, jetzt geht's. Komm schon, greift an, Freunde! Wie sieht's aus? Ja, sind alle noch gut dabei. Ich bin halt der Einzige, der Schaden genommen hat. Ne, jetzt nicht mehr. Hallo, was ist jetzt los? Mission erledigt! Truppensoldat... Was? Du hast die Bitte des Soldaten erfüllt. Die Tephra-Höhle ist etwas sicherer geworden. So schnell schon? Alter Schwede. So, jetzt reißt's aber! Finish him off! Der Flächenangriff hat er schon lange nicht mehr eingesetzt. Kunst, wenn ich nie treffe. Hallo, ich sehe nichts. Wie, du bist müde? Das war gerade alles anders ermüdend. Hasenpfote, Hebemesser, Botschafterschuhe, Nachtvisier. Alter Schwede. Was ist denn das für eine Schatztruhe gewesen? Sorry Leute, aber es muss jetzt nochmal sein. Ich weiß, kann ein bisschen... Hallo, Flimmereffekt. Könnte ein bisschen nervig sein mit der Zeit, aber ich möchte jetzt gerne wirklich sehen, was das soll. Ich hoffe mal, es ist keine Waffe für Schulk. Nö, für ihn ist sie nicht. Was habe ich sonst noch so? Mal kurz... Ah, doch, das war's. Nachtvisier. Wie sieht das aus? Sieht das scheiße aus. Ja, okay, ich lasse jetzt mal, es soll irgendwie helfen, wa? Bin noch nicht so überzogen, aber gut. Botschafterschuhe, alter Schwede, Agi plus 10 unten. Was immer das sein soll. Agi, Botschafterschuhe. Ich bin der Botschafter, sieht zumindest ein bisschen stacheliger aus. Ein stacheliger Botschafter also. Wie gehört das Schwert ist eigentlich? Er hat die Metalllanze. Und er kann Metalllanze, Shotgun, er kann nur das ausrüsten. Gut. Da muss es ja fast wieder gehören. Oder? Nö, auch nicht, wahr? Ah doch, Hebelmesser. Ja, ist aber schlechter, was? Außer kritische Rate. Alter Schwede, 24! Ja komm, wisst ihr was, das versuche ich mal. 24 bei der beim Hebelmesser. Alter Schwede. Gut, das wäre soweit. Und... Na, wie sieht Schulk aus? Beschissen. Das... Ja, was ist denn da vorne los? Ist ein Gegner da einfach nur ein Flimmereffekt? Okay, die Grafik, kurz mal auf die Karte schauen. Was sagt denn die Karte? Jetzt. Ja, die Steuerung. So. Ja, ganz toll. Wo muss ich hin?
Da oben. Korridor von Tephra, Ebene 1. Ja, Freunde, da haben wir noch einiges zu machen. Aber das und vieles mehr erst in der nächsten Folge von Xenoblade Chronicles. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Und ihr habt auch Freude daran, wenn ich halt ein bisschen öfter hier die Charaktere verstärke. Und naja, auch nicht so gerade der Pro-Gamer bin, aber ich gebe mir Mühe, keine Sorge. Und ich hoffe natürlich auch, dass ihr euch freut, dass die Folgen umso länger werden. Mit 20 bis 25 Minuten ist es zumindest mal geplant. Mal schauen, wie lange das noch dauert. Wenn der Flimmereffekt so weiter besteht, vermutlich nicht mehr lange. Egal. Bis zum nächsten Mal bei Xenoblade Chronicles. Ciao zusammen.